Herr Präsident, die Damen und Herren, Madame Minister, ich gehe mir Adam direkt recht von der Fleisch kritisiert, dass das Gesetz nicht ein Beispiel von guter Technik legislativ war, sie nicht von einer Lochfuch zugeschwert, das ist effektiv ein bisschen der Fall. Trotzdem, der Feier hat als mit größer Sicherheit durch den Text gefeiert und dafür so ein vielmals merci. Für Kommentare von unserer Seite. Wir sind d'accord als ADR selbstverständlich, dass man spezialisiert Klassen für Kinder machen, die an einer Therapie sind. Dafür stimmen wir auch nicht gegen das Gesetz, wir werden uns enthalten. Wir noch froh, wenn der Minister, ob ihr könnt vielleicht die beantworten, dass not einmal die Kinder, die aus der Primärschule dann geholt gehen, für direkt an die Sekundärtechnik zu kommen. Wir wären interessiert, für den Hintergrund zu wissen, und genau auch festzustellen, wie ein Kinder sich da handelt, also die altersmäßig dann rüberkommen. Die gucken, die überrascht, mit die muss der Gesetz lesen, Madame. Und dann mit euch Schule, da wollte ich dann aber auch gucken, mit dir zu summen, für ein vielleicht den Punkt auch festzustellen, was die pädagogischen Experimente da kosten. Weil ihr wisst, dass man die schon ein paar Mal kritisiert tun, als Schule als wahrscheinlich keine Erfolgsgeschichte, wenn man da im Detail gucken. Und wir hatten immer als ADR gemeint, dass wenn pädagogisch muss experimentiert gehen oder geforscht gehen, da sollte das am Kader vom normalen Unterricht sein und nicht am Kader von einer extra Schule. Als Schule so etwas, ein Modell, das ganz viel Personal hat und an Zeit, wie soll gespürt, ging mal so mal vielleicht vorstellen, wie viel den Projekt kostet, für das, was es bringt. Und was die Orientationsprozedur angeht, da wollte ich sagen, dass eigentlich die Orientationsprozedur nach leider die mit kleinen Problem ist. Ein Hauptproblem ist, und dazu also auch die Profen, die am Sekundär schaffen, dass die Kinder, die aus der Grundschule, wie die sie nennt, kommen, eigentlich immer mehr können. Das ist ein Hauptproblem. Wir haben den kompetenzorientierten Unterricht, wir haben Bildungen, die auch wie andere Kollegen nicht gesagt haben, ganz schwer lesbar sind. Das Hauptproblem ist, dass man die Kinder nicht mehr genug qualifizieren, wie nach mit denen vergleichbar zu sein, was früher gefroht war, für an den Sekundär heranzukommen. Ich hatte schon ein paar Mal proposiert mit dem Minister, dass man vielleicht sollte mal hingehen an vergleichbar einen Test, einen nationalen Test mit dem Aufnahmeexamen, wie früher war. Die hat man immer geantwortet, was der Gesellschaft hat sich geändert, die Schule hat sich geändert. So nicht, das ist nicht so. Kinder haut, die müssen nachher mal Französisch können, sie müssen nachher mal Deutsch können, also sie müssen nachher mal rechnen können. Das ist die Grundvoraussetzung für überhaupt eine schulische Karriere zu realisieren. Aber wenn die haut mit ihren Reformen, mit dem kompetenzorientierten Unterricht, mit all dem, was dir in den letzten Jahren gemacht hat, nicht am Stand wird, für den Niveau zu verbessern oder wenigstens so zu halten, wie früher kann aus der Primärschule rauskommen, dann haben Schulreformen versucht. Der muss uns beweisen, dass das nicht der Fall ist. Ich gehe nicht auffordern, den Beweis umzutreten mit dem Minister. Ich bin überzeugt, dass er das nicht packt, aber das wird dir an unserem Schulwesen verbracht und hier im Land, das wird Jahre brauchen, bis wir das rattrapieren. So nicht merci. Merci dem Herrn Karteiser, an die Regierung für die Edukationsminister Schmadi Delbo.